Es ist Montag, der 13. April. Ich begrüße euch ganz herzlich. Einen Tag nach dem Auferstehungsfest lesen wir in der Losung 1. Mose 32,2. Jakob zog seinen Weg und es begegneten ihm die Engel Gottes. Dazu passend im Lehrtext Matthäus 28, 5 und 7. Der Engel sprach zu den Frauen: Geht eilends hin und sagt seinen Jüngern, er ist auferstanden von den Toten. Und siehe, er geht vor euch hin nach Galiläa, da werdet ihr ihn sehen. Engel auf der Durststrecke. Nichts tut der wissenschaftlichen Welt besser als ein gelegentlicher Engel. Ein unerklärbares Wesen, das es physikalisch gar nicht geben darf. Sie sind ein Hinweis auf Gottes Wesen, wo sie in Raum und Zeit eintreten oder dort wieder austreten. Sie sind nicht geboren, sie sind auch nicht gewachsen. Sie können leben ohne Käse und Brot. Würden dann mehr Leute glauben, wenn mehr Engelserscheinungen wären? Dazu ein kleines Beispiel. In Wattenwil, wo ich lange Pfarrer war, hat es einen betagten Bauer gegeben, immer noch sehr eifrig in der Kirche tätig, aber auch im EGW, früher eben Evangelische Gesellschaft, jetzt Evangelisches Gemeinschaftswerk. Er war bei seinen Bauernkollegen teils verhasst, weil die haben immer noch den Hass auf die Stündler und auf die Sektierer in ihren Knöcheln gehabt, weil schon ihre Vorfahren, der berühmte Evangelist Elias Schrenk, verfolgt mit Röstflegeln, die er zu Wattenwil evangelisieren wollte. Das hat er auch gemacht, aber er konnte ihnen nur knapp entrinnen. Das ist immer noch der Stündlerreflex, den sie in den Knöcheln hatten. Und darum haben sie ihn mal abgepasst, als er von einer so einer Sitzung heimkam. Aber plötzlich haben sie ihr Gerät fortgeschossen, das sie ihn damit vertrösten wollten, und sie schnellstens, was hast du davon gesprungen? Später hat er sie mal gefragt, ja, vor mir müsst ihr doch nicht Angst haben, warum seid ihr davon gesprungen? Sie hat gesagt, ja, vor dir sind wir nicht weggerannt, aber von dem, der neben dir war. Sie hat sich schnell umgedreht, so einen grossen Wagen gibt es in diesem Dorfteil nicht. Also müssten sie doch eigentlich nachher etwas mal mehr zu Predigt gekommen sein, aber das war nicht der Fall. Jesus selber hat gesagt, auch wenn die Toten würden zurückkommen und das Evangelium verkündigen, würden doch die ein verhärtetes Herz haben, ihnen nicht glauben. Ergo, Gott sendet sie nicht in erster Linie aus für das Evangelisieren. Das heisst ja, sie haben den Mose, sie haben die Evangelien. Wenn sie auf die nicht hören, würden sie auf die Toten nicht hören, geschweige denn auf die Engel. Wozu tut er sie senden? Sie sind dienstbare Kämpfer für sein Reich. Da kommen sie natürlich zum Schutz und zur Ermutigung, wenn man gar nicht mehr weiter kann. Aber sie sind auch dienstbare Boten mit Botschaften, mit Weisung, wenn man gar nicht weiter weiss. Wenn Schlimmes unerwartet könnte kommen, wie zum Beispiel die Weihnachtsgeschichte mit dem Herodes und so weiter. Ein weiteres Beispiel. Ich bin von Pennsylvania zurückgefahren auf New York mit einem Mietauto, komme aber dummerweise in einen grossen Stau und dann noch in den Abendverkehr. Und ich merke, Verzögerung macht es immer schwieriger, dass ich den Flug noch verwünsche. Ich muss auch feststellen, aus New York rausfahren ist unendlich viel einfacher als nach New York zurückfahren und dort auf ein bestimmtes Ziel her. Wir fahren oft auf der vierspurigen Strecke und irgendwie dann noch die letzte Spur und merkt erst später, da hätte man jetzt auch abzweigen, aber es geht halt einfach zu schnell. Und so hatte ich wirklich kaum mehr Zeit, als ich am Stadtrand war und so langsam in die Region vom Flughafen kam. Ich habe einfach gewusst, Gothal Bridge, die müsste ich jetzt noch irgendwo finden. Ich halte halt irgendwo mal an einem Strassenrand. Ich gehe jetzt 2-3 Schritte auf und ab und plötzlich haltet das Auto.
eine Scheibe geht runter, eine Afroamerikanerin fragt, wie sucht ihr etwas? Er hat gesagt, ja, ich muss dringend über Gotham Bridge, kennen wir hier nicht aus. Dann hat sie gesagt, ja, fahren wir einfach nachher. Ich fahre ihr nachher, bis zur Brücke, nachher hat sie den Arm rausgehauen, da links müsst ihr rüber und dann kommt ihr zum Flughafen. Ich bin mit allerletzter Not noch gerade auf den Flug gekommen, konnte noch vorher das Mietauto abgeben, alles wunderbar aufgegangen. Es wäre eine Katastrophe gewesen, wenn ich den Flug hätte verpasst. Genau so schickt Gott Engel, ist es einer oder nicht, ich muss es offen lassen. Es geht einem ein bisschen so, dass die Elemente, die einem gerade fehlen, plötzlich gleich zur Hand sind. So bin ich mit einem Kollegen während der RS am Lago Maggiore am Strand nachgegangen. Wir mussten irgendwo her müssen, aber plötzlich war eben ein ganzes Gebiet überschwemmt. Es war dann gerade Regenzeit. Wir konnten nicht rüber, aber wir sehen dort 2 Bretter stehen und 3 Bierharassen. Und so haben wir es machen können. Das hintere Brett wegnehmen, auf dem vorderen sind wir beide gestanden, das Bierharassli zu würdigen und das Brett vorher legen, auf das nächste Brett wechseln und so nach dies nach haben wir durch die Flut durchgehen. Ein bisschen so muss man sich vorstellen, wenn Gott nachher die Engel schickt, ist, wenn man nicht mehr ein- und aus weiss, aber seine Geschichte doch weitergeht und nicht darf gefährdet werden. 2 Episoden werden hier erwähnt, die eine mit dem Jakob, er war ja sehr ermutigend, nachdem er den Laban hinter sich lassen konnte und jetzt auf seine Heimat zusteuert, hat aber der Esau schon ein bisschen in den Knochen gehabt. Dem muss er ja noch begegnen, an dem kommt er nicht vorbei. Und da heisst es eben, die Engel sind ihm begegnet und er hat gesagt, hier ist das Heerlager von Gott. Ich nenne den Ort Mahanaim. Übergewechselt ins Neue Testament, sieht auch Leute, die auf eine Art aufgelöst waren, die Frauen, beim leeren Grab. Natürlich immer noch mit dem grossen Trauma, das in ihrem Innersten gesessen ist. Und Gott musste sie dort auffangen. Es ist gar nicht anders gegangen. Er wollte sie auffangen, ohne schon alles gerade vorwegzunehmen und ohne, dass Jesus jetzt allen erscheint und alles einfach so klärt. Weil Gott hat ja den Glauben in ihnen wieder zuerst aufbauen, dass sie dann bereit sind, Jesus zu begegnen. Und so hat er ihnen zuerst eine schwächere Dosis gegeben. Boten aus dem Jenseits. Da haben sie die nächsten Schritte schon machen können. Das war wichtig für den grossen Schritt, der kommt, wo sie Jesus Christus in Galiläa begegnet. Und auch das war wieder wichtig für den noch grösseren Schritt, der gekommen ist, 50 Tage später, wo nachher die unsichtbare Kraft von Gott, das geistliche Wesen von ihm, über sie gekommen ist und sie erfüllt worden sind mit dem Heiligen Geist. Ich wünsche euch einen schönen Tag.